Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Ja, mit dem neuen Update, was heute installiert wurde von Resident Evil 2, sind 3 Zusatzmodi im Hauptbildschirm erschienen. Die setzen allerdings voraus, dass ich das Spiel im Prinzip abgeschlossen habe, damit wir nicht gespoilert werden. Und wenn ihr möchtet, ihr liebe Leute, dann können wir das sehr gern an die Kampagne von Claire anhängen, dass ich nur Claires Kampagne im Prinzip diese 3 Zusatzmodi mache. Das war zum Ende, war das die mysteriöse Schönheit auf Chief Irons Tisch, die thematisiert wird in einer Kampagne. Dann war es, glaube ich, Hank mit William zusammen. Ich glaube, da geht es darum, wie der G-Virus gestohlen wird. Hank ist übrigens der Codename von einem Umbrella-Soldat. Und das andere, das ging um den Waffenladebesitzer vom Shop Kendo. Das findet ihr dann übrigens beim Leon Walkthrough. Da sieht man den Waffenladebesitzer tatsächlich, während es bei Claire eher nur ein Easter Egg war, der Gunshop Kendo. Ja, also wenn ihr wollt, gebt mir doch bitte Bescheid, dann würde ich das auch für euch im Let's Play noch Claires Kampagne machen. Und ansonsten gilt es heute, ja, Mädchen in der Grube lag und starb, dass wir die von ihrem Schicksal in der Müllkippe hier bewahren. Und dass wir hier die, was waren das? Elektronikteile, genau, dass wir die Dinger besorgen. Aber, ach du liebe Zeit, das ist ja auch über eine Woche jetzt her, dass ich gespielt habe. Nach der Verkältung kam natürlich direkt der nächste Scheiß. Schwindel mit Gliederschmerzen und Kopfschmerzen. Das hat jetzt 3 Tage angehalten, dann war es jetzt mysteriöserweise verschwunden. Also das war ein Scheißdreck. Weißt du, Deibel, was das war? Keine Infektionskrankheit, aber auf einmal warst du. Ja, und meine gesunden, zu 90% Körpervitalität wiederhergestellten Augen sagen mir, dass der wieder aufsteht. Natürlich. Was mir auch so aufgefallen ist, ich bin übrigens total deutsch in der Hinsicht. Deutsche schießen immer so mit dem MG, ne? Immer nur so kleine Salver, dieses Badabadam. Badabadam, ne? Das ist so wie Deutsche am MG schießen. Im Vergleich zu Amis, die immer drauf halten wie Sau. Da gibt es übrigens auch so ein großartiges Video dazu, wo ein Deutscher im Prinzip an so einem Stand-MG dran sitzt. Und der amerikanische, nennen wir es mal Sub-Ausbilder, steht neben dran und ruft dann über den Lärm von der MGs hinweg: Hey, it's a machine gun! Und der muss halt wirklich so richtig in einem Sperrfeuer draufhalten, wobei das für Deutsche eigentlich absolut untypisch ist, weil diese amerikanische Weise, da verzieht sich das so, ne? Du hältst drauf und es verzieht sich automatisch, während diese deutsche Version, natürlich, diese deutsche Version hier, ne? Das sind kurze, gezielte Salver, die man abfeuert. Oh Gott, wie der sich bewegt. Na, komm schon. Das sind gezielte, kurze Salver, während die Ami-Version halt wirklich die hier ist. Und ihr habt ja jetzt schon gesehen, wie sie das verzogen hat. Aber ich glaube kaum, dass der Kasper zu uns rüberkommt. Na, schießen wir halt nochmal ins Käppel. Ja, ich habe halt einfach gemerkt, dass ich in der Hinsicht auch total deutsch bin. Aber naja, vielleicht gibt es ja auch deutsche Bundeswehrsoldaten, die mir beim Let's Play zugucken, die eventuell auch Spiele begeistert sind. Skarin oder so. Ich spreche hier niemand speziell an. Aber möglicherweise können die mir recht geben, dass diese deutsche Art von Maschinengewehr und Maschinenpistole Benutzung tatsächlich effizienter sind, weil ich persönlich erachte das so als Laie. Ich bin jetzt auch bei weitem kein Waffenspezialist oder moderne Waffenspezialist. Mit römischer und mittelalterliche Waffe kenne ich mich aus. Die kann ich typologisch spezifizieren und datieren. Aber bei moderner Waffe sieht es eher schlecht bei mir aus. Aber möglicherweise gibt es so jemand aus dem Fachgebiet, der mir hier zustimmt und sagt: Hey Yankee, du hast absolut recht. Nur diese deutsche kurze Salve, zielgenaue Art des Schießens ist erfolgsgarantierend für eine moderne Armee und Privatmänner, die mit sowas umgehen. Und natürlich auch Privatfrauen wie Claire. So, gucken wir nochmal. Der steht nämlich auf. Alle hopp. Gut, da geht's nochmal zu irgendeinem Exit. Und zwar ein Treppeaufgang. Es ist trotzdem noch rot markiert. Das heißt, wir gucken uns nochmal an, was der Kadaverfürst hier bewacht hat. Oh. Ein Tresor. Ein Tresor.
Okay, blaues Kraut nehmen wir mit. Wir brauchen hier noch den Code für diesen Tresor. Ich befürchte nicht, dass unser Kadaverkumpel den parat hat. Sondern viel eher, dass das irgendwo anders liegt. Oder hast du es irgendwo parat, Kadaverkumpel? Ne, das hätte mich ja gewundert. Okay. Tja, hier wird es erst blau, wenn ich hier den ganzen Quatsch gelöst habe. Vermute ich einfach mal so stark. Da ist irgendwas mit Treppe noch. Ah ja, Motto. Da geht's doch da entlang. Okay, rotes Kraut vermischen wir noch gleich mit Tode mit. Rotkraut und Blaukraut. Und da geht's auch irgendwo hier Richtung Standseilbahngleis. Das ist auch ein Wort, oder? Allerhaupt, was haben wir dann hier? Werkzeug. Ah, das ist dieses T-Stangen-Gedöns. So schließt sich der Kreis. Igitt. ID-Armband für Standseilbahnzutritt erforderlich. Ah. Ach ja, natürlich ist es von Umbrella. Das hätte ja gar nicht anders sein können, ne? Als sponsored by Umbrella. Backstabbing since 1969 oder wann wurden die gegründet? Ich glaube 1969 wurde Umbrella gegründet. Oder 67 oder irgendwas um den Dreh des 60er Jahre. Da gab es so ein schönes Bild, wo man das mal gesehen hat. Mit so Umbrella-Mitarbeiter drauf und dann als Motto Umbrella. Backstabbing since 1967 oder sowas, ne? Lieferschein. Folgender Artikel wurde an den Ihrer Bestellung angegebenen Ort geliefert. Einmal hitzebeständiger Tresor. Aha. Die Kombination ist mit Kreide an der Seite des Tresors vermerkt. Haha. Bitte vor Benutzung des Tresors entfernen. Wahrscheinlich haben sie das gar nicht mal gemacht. Wie ich meine Pappenheimer so kenne. Ja. Für das brauche ich irgendeine tolle Codekarte. Und zwar nicht Code, sondern Code. Wortspiele und so. Entschuldigung. Ja, ich kann jetzt einfach über den bedenkenlos spazieren, ohne dass der irgendwelche Quatsch macht. So, an welcher Wandseite ist es dann? Ah ja, Motor. 2 links, 12 rechts, 8 links. 2, 12, 8. 2, 12 und 8. Wie war das mal bei den Simpsons? Selbst Schimpansen können sich 3 Ziffern hintereinander merken. Und sie sind doch etwa nicht dümmer als ein Affe. Verstärkter Rahmen für die SLS 60. Alles klar, was bringt uns der? Verstärktes Spezialzubehör für die SLS 60. Mit diesem Stahlrahmen kann die Waffe Hochleistungsmunition abfeuern. Da, 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 da. Ich würde mal sagen, das ist doch gleich mal ein Fall für die Kiste. Heute ist ja auch wieder ein neuer Aufnahmetag, neues Glück. So, ein bisschen wieder positionieren. Und dann haben wir ja heute wieder alle Zeit der Welt, zumal ich auch wieder größtenteils hergestellt bin. Ach, der Kater putzt sich mal wieder auf dem Bett, wenn das nicht irgendwann wieder dazu führt, dass er gleich wieder anfängt, sich zu verschlucken. Ich sehe es noch, guck mal, der alte Mann. Ach, dieser Kater. So, grünes Kraut machen wir übrigens auch gleich mal hier rein. Damit wir das gerade mal kombinieren können. Hoppla. Dann können wir nämlich nochmal diese große Sache hier reinmachen. So, weg damit. Das behalten wir auf jeden Fall, weil wir dann die SLS 60. Da kann man übrigens auch mal einen Waffenspezialist Bescheid geben, ob diese Waffen, die wir hier verwenden, auch tatsächlich existent sind, wie die, was haben wir hier, die JMB-HP3, die GM79 und die MQ11 und natürlich die SLS 60. So. Okay. Jetzt kann das Ding im Prinzip... Jo. Munition mit R1. Motto. Guckst blöd, gell? Aber ich glaube, das brauchen wir derzeit trotzdem nicht. Das ist zwar nett gemeint und alles, aber ich glaube, das brauchen wir derzeit nicht. Ich bin mit meiner JMB HP3 eigentlich sehr zufrieden. Entschuldigung, wenn ich das so grottenhässlich jedes Mal betone. Aber ich weiß nicht, der Name der Waffe spricht sehr dafür, dass man das so betonen müsste. Okay, jetzt haben wir das eigentlich auch soweit alles erledigt. Da hinten war mal, das war mehr oder weniger Sackgasse. Bleibt ja eigentlich nur noch der Weg zum Exit. So. Und passend dazu putzt sich der Kater gerade die Eier. Ja, ich sehe das trotzdem, Hugo. Ach, wenn das nur aus dem Aare-Winkel ist. Ah, das sind wieder ein paar Franzosen.
Französische Gelbweste, bald ohne Gesicht. It's a machine gun! Und natürlich der gute Ming Li Fu, der darf auch nicht fehlen. So, der fröhliche Asiate. Okay. Ja, ein bisschen das Bär abgeschossen. Ja, natürlich, steht er wieder auf. Bleib liegen, französische Gelbweste. Dankeschön. Und was sagt unser Ming Li Fu? Ah, Ming Li Fu sagt, ich lebe noch. Und bleibt Ming Li Fu liegen? Ja. Ich denke, der bleibt liegen. Okay, 5 Patronen haben wir noch drin. Das war's dann. 5 kleine Patrönchen. Das reicht noch für El-Clan die Salve. Da haben wir natürlich mal wieder grünes Kraut. Kann auch nie schade, das Zeug. Ganz im Gegenteil sogar. Hier ist aber ganz schön duster. Ah. Na? Warte mal. Hat er noch einen Kopf? Okay. Das hat sich erledigt. Die ist all. Mist. Kerl. Okay, ich denke, das war's mit dem. Ja, also bei den Zombies bin ich definitiv immer etwas vorsichtig. Und ich finde, das ist eigentlich auch... ist eigentlich auch nur richtig so. Ach, ist das widerwärtig. Okay, ist hier noch Saft drauf. Okay, ich vermute, dafür brauchen wir dann dieses T-Stange-Werkzeug. Damit wir hier in der widerliche Schlonzpampa doch damit die diverse Schleuse öffnen können. Das hat man ja schon am Anfang für eine Kanalisation. Möchte aber gerade nochmal hier reingucken. Da scheinen wir ja nämlich auch wieder bei so einem Bereich zu sein, wo es auch immer durch geht. Wir können doch gleich mal unser Werkzeug hier testen. Okay, große Müllkippe. T-Stange-Vertiefung, ja, habe ich das noch richtig im Kopf. Okay, probieren wir es doch mal aus. So. So. Wieder richtig positioniere an der Stelle, dass ich, richtig in der Facecam wieder drauf bin. Allerhaupt. So. Sorry, wenn dann so ein bisschen Gewackel in der Facecam dabei ist, aber man bewegt sich ja auch, während man da am Mache und Due ist. So, dann geht's dann hier lang. Da geht's anscheinend irgendwo anders hier. Ah, da geht's runter in die Ach, Mann, ist das eklig. Da will doch kein Mensch freiwillig hier, oder? In diese Scheiße. Da gibt's auf jeden Fall noch einen Schlüssel, der uns erwartet. Schlüssel mit einem Etikett. Schauen wir uns mal genauer an, das Ding. Zu einem Kanalisationsabschnitt. Da sind... ach ja, das ist das Logo von dieser Kanalisationsfirma. Sewer. No Entry Zone. Okay, also für die Mitarbeiterbereiche würde ich das jetzt einfach mal so übersetzen. Ich gucke mich erstmal um, bevor ich in die Kloake absteige. Okay, da ist das T-Stange-Werkzeug kaputt. Sodass wir das hier nicht verwenden könnten. Sehr schade. Möglicherweise ist das auch ein Gebiet, was nur Leon wieder erreichen kann. Ich habe durch das Walkthrough gemerkt, dass es tatsächlich einige Gebiete gibt, die nur Leon erreichen kann. Zum Beispiel kriegt Claire nur der Herzschlüssel in der Polizeistation. Und nur Leon kriegt den Karo-Schlüssel. Das ist mal ganz interessant, wie ich finde. So, da haben wir... Ah, ja. Natürlich, das ist dieser Eingangsbereich. Das heißt, bevor ich jetzt da runtersteige, gehen wir erstmal ins altbekannte Gebiet. Und gucken uns da noch ein bisschen um. So, dann geht's nämlich dort hier wieder. Okili-dokili. Das heißt, wir wandern erstmal hier in das Gebiet rein. Ach, ist das eklig in dem Schmotter. Und ich könnte drauf wetter. Mit allem mir zur Verfügung Stehende könnte ich drauf wetter, dass irgendwo so ranzige Walker dann noch aus der Glibberscheiße aufsteigen, nur um mich zu erschrecken. Die Taschenlampe bringt einen Scheißdreck hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, jetzt haben wir hier aufgemacht und da brauche ich, glaube ich, auch dieses T-Stangen... Ja.
Da ich jetzt wieder in das Gebiet zurückhöre, könnte ich wetten, dass... Nein! Das ist ja noch viel schrecklicher als Walker. Ach du heilige Scheiße, ich glaube, das ist William. Grundgütiger. Oder? Oder ist es der kleine Mutant, der bei Chief Irons rausgeglippert ist? Das könnte auch dieser G-Mini-Mutant sein, der sich ein bisschen weiterentwickelt hat und aus Chief Irons rausgeploppt ist. Entschuldigung, das musste gerade sein, bevor man der Schmotter aus der Nase rauslauft, wie hier der Schmotter hier raussickert. Alter Schwede und Latz, ist das ranzig. Ist das widerwärtig. Ne, William war das auf jeden Fall nicht. William hat hier Mr. X geschrottet und sieht derzeit etwas anders aus. Aber ja, das könnte dieser G-Ling sein, der aus Chief Irons Brust rausgeplatzt ist wie so ein Chestburster-Alien. Alter Falter. Hier ist bestimmt irgendwelches gutes, nützliches Zeug noch drin, wenn das hier so ein Arbeitsraumaufzug... Komm schon. Irgendwelches gutes Zeug muss da hier noch liegen. Okay, MP-Munition ist... Ah ne, Hochleistungsmunition für die SLS 60. Schade, ich habe mit mehr gerechnet. Ah, da können wir hoch. Das ist doch ganz gut. So, wachsam bleiben. Okay, da können wir hier in einem neuen... Oh Gott, da gibt es jetzt wieder 1000 Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Erstmal eine Berzel schießen. Ach Gott, wie lange er braucht. Der Graf Rotz. So. Alter, ist der fett. Aber das ist einfach nur logisch, meiner Meinung nach, wenn die Zombies divers so fett sind. Ah, wieder ein Film zum Entwickler. Alter! Alter, wo kommen dann die Geräusche plötzlich her? Das ist eklig und unangenehm. Okay, also jetzt bleibt uns jetzt halt nur noch der Granatwerfer übrig. Andere Munition hämmert tatsächlich gerade gar nicht mehr. Das ist etwas peinlich, um ehrlich zu sein. Ach, da kommen die Geräusche her. Aber... es ist mal wieder Zeit für El Ganso con la Riñonera. Okay. Komm ruhig rein. Kommt ruhig rein. Wow. Ganz vorsichtig, Säurekollege. Hoppla. Ah ne, ich glaube mit dem Ende gehen wir nicht drauf. Alter. Wow, 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 wow. Das war Verschwendung. Verdammte Scheiße, der ist gestürzt. Weil ihm die Bäh weggeätzt sind. Du Arschloch, ist gut. Ach, voll Teufel. Ist das ekelhaft. Okay. Dann sind die Säuregranate ach oll. Das heißt, es wird allmählich eng, was die Munition angeht, ihr liebe Leid. Da haben wir diverse andere Dinger noch. Es wird langsam etwas knifflig, wo wir hier gehen könnten noch, ne? Ah. Entschuldigung. Das war nicht bewusst, nicht gewollt, besser gesagt. Aber ich bin ja erst zu 90% wieder fit. Okay. Hier haben wir diverse Räume wieder, aber ich glaube, wir gehen so ein bisschen over the top herum. Da schleppt sich noch irgendeiner her. Ah ja, das ist nur ein normaler Zombie. Okay. Na gut. Ach Gott, der macht Geräusche, als wäre er kräftig am Kacke. Als seht er ganz arg strengt nur einer Abseiler. Okay, was bringt uns das? Ah, Elektronikteil.
Oh, das ist aber... Oh, das war jetzt aber nicht... Das war jetzt leider nicht so clever. Na, dann setzen wir es halt wieder ein. Okay, ich glaube, der steht nämlich auf. Das war leider nicht so klug. Wir setzen es nochmal ein. Damit hat man ja rechnen müssen. Okay, dann gucken wir uns erst mal hier im Arbeiterpausenraum um. Warte mal. Natürlich klappt es. Ist doch logisch. So, der ist aber auch noch nicht verbraucht, der Schlüssel. Ja, schöner Pauseraum, wenn hier trotzdem noch Arbeitsgeräte sind. Da könnte ich nicht gerade entspannen. Schießpulver ist immer gut. War schön die Erneuerung aus Resident Evil Silver, finde ich. Was ist dann hier noch? Ach, Motto. Die feine Herren Arbeiter. Was haben sie sich dann hier gegönnt? Ein Aufzug. Der weiß der Deibel, wo hier führt. Das lassen wir erstmal gut sein. Jazz Festival Flugblatt. Das sind ein paar... SZF ist eingekreist. Möglicherweise für Kombinationsschloss. SZF... Ist hier Kombinationsschloss? Aber wir hatten weiter offen noch eins, wenn ich mich doch richtig erinnere. Okay, nichts drin. Was ist hier? Hier ist nichts. Ja, wir hatten irgendwo offen, glaube ich, noch ein Kombinationsschlösslein. Unterster Kanal. Vorratsraum. Okay, warte mal. Das muss irgendwo offen gewesen sein, wenn ich mich doch richtig erinnere. Verschlossene Tür. Inventarbox, Schreibtisch. Oben Arbeiterpausenraum. Elektronikteil. Mitte, da kommen wir dann hier wieder raus. Mehr oder weniger ist doch alles miteinander verbunden, aber ich weiß noch, irgendwo hatten wir Kombinationsschloss. Das möchte ich mir dann auf jeden Fall nochmal angucken. Aber erst einmal... Ja, ich sehe hier leider nichts. Es ist alles absolut duster, stockfinster. Ich muss nochmal gucken. Rat mal, wer wieder aufsteht. Ich traue dem Ganzen nicht. Scheiß drauf. Ich traue dem Ganzen einfach nicht. Ich fackel so Leute lieber ab, bevor die mit mir lang fackeln. Aber der hat überhaupt keinerlei Spuren drauf. Scheiße. Der wird so oder so wieder aufstehen. Aber ist jetzt noch nicht geplant aufzustehen. Digitale USS-Videokassette. Da wissen wir auch schon, wo es hieß soll. Eine digitale Videokassette vom Leichnam eines Spezialeinheitssoldaten. Das wird wahrscheinlich auch wichtig sein, das Zeug. So. Alle hopp. Ja, das sind überall Soldaten. Das ist wahrscheinlich die Einheit von Hank. Ich habe hier schon ein bisschen von Hank erzählt. Das ist ja der Codename von einem Umbrella-Spezialsoldat. Ah, na! Mir noch Säure. Okay. Wo ist er dann, der Scheißhaufer? Okay, ich kann hier nie großartig irgendwas reißen. Verdammte Scheiße. Oh Gott, ich habe einfach keine Munition mehr parat. Hätte ich mal lieber auf der Rot gehört, mir die Munition aufzusparen. Ja, aber wer nicht hören will und so, ne? Kennt man ja. Das kennt man ja. Okay, da geht es jetzt an irgendeinem Kanal entlang. Wo wir bisher nur angedeutet waren. Ich glaube, hier sollte ich mich relativ schnell entscheiden, wo ich hin möchte. Schnell entscheiden, wo ich hin möchte. Da diese Viecher ziemlich schnell und spontan auftauchen. Wie eklig, wie das andere so kleine Ärmchen drauf hat. Ach, ist das widerwärtig. Am besten auf eine große Scheiß-Schmotterhaufe schieße. Aber ich habe keine Munition oder sonst irgendwas mehr parat. Ich bin... Alter, schießt der gerade eklige kleine Zerklinge ab? Oh nein. Okay, ich bin geliefert hier. Das kannst du vollkommen vergessen.
Da komme ich gerade überhaupt nicht dran. Ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich mache sowieso hier meinen Cut. Nein. Aber die verlieren sich hier wenigstens. Die springen nicht hier hoch zu mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Trotz allem ist mir das Gebiet hier nicht mehr so geheuer. Weswegen ich jetzt eher wieder tendiert, dorthin zu gehen. Und ich mache mich übermorgen dann hier über den Weg mal entlang zu neue Gefilde. Da unten ist er wieder, der Scheißhaufe. Alter, ist das eklig. Und ich würde sagen, das wird noch sehr lustig mit dem Gebilde hier, was da rumschwirrt. Sich mit Mutanten anfreunden, dass ich nicht lache. Naja, wir sehen uns dann übermorgen wieder. Also machen's gut bis dahin. Eiern. Yankee.